Hallo zusammen! So, heute das Video ist ein bisschen später, weil ich komme nämlich gerade vom Shoppen. Und eigentlich wollte ich ein Sommerkleidchen kaufen. Und ja, schlussendlich habe ich einen Pulli, ein paar Schälli und Seifen gekauft. Und ja, ein Kleid, das aussieht wie die Schürze von meiner Oma früher. Aber ich dachte, wenn ich schon shoppen wieder einmal nach Jahren, hätte ich frisch gesagt, dann möchte ich euch das auch zeigen. Und ja, vielleicht noch schnell im Voraus, das hier T-Shirt, also Top, wie ihr vielleicht merkt, ist das, was ich vor der Zalando-Bestellung bekommen habe. Und die Hose, es ist nicht schwarz übrigens, sondern Navy Blue. Die habe ich, glaube ich, die ganze Woche an für alles Mögliche. Und ich muss unbedingt waschen und ich liebe sie. Sie ist so bequem. Und dann habe ich übrigens auch mal vor längerer Zeit schon noch die Schüler hier, die ich bei Zalando mal bestellt habe ich die gekauft. Ich habe am Anfang nicht gewusst, soll ich sie hassen oder soll ich sie lieben. Und mittlerweile liebe ich sie. Und sie sind einfach hure geil. Ich meine, sie sind rosarot. Sonst sieht man sie immer in schwarz und ich habe sie in rosarot. Und ich muss sagen, in rosarot finde ich sie geiler. Aber ja, kommen wir jetzt zu den Sachen, die ich wirklich heute gerade gekauft habe. Als erstes bin ich nämlich in die Pfister gegangen, wo ich so eine Schelle schon. Das habe ich mal von einer Freundin zum Geburtstag genau geschenkt bekommen. Und ich liebe es. Und ich tue alles mittlerweile da rein. Ich esse sogar auch die Nacht aus dem, wenn ich Pasta mache oder so. Und jetzt habe ich gefunden, ich brauche ein paar mehr Schälli von denen oder ähnliche, weil meine Mami kommt am Sonntag zu mir brunchen und dann wäre es schön, wenn ich so ein paar Sachen hätte für auf dem Tisch, die auch ein bisschen geil aussehen, zum Beispiel für ein Instagram-Foto oder so. Und darum bin ich beim Pfister da, seht ihr es, ja, und habe Sachen gekauft. Das eigentlich einmal gerade, also ich habe so nicht einmal alles ausgepackt. Ich bin wirklich erst gerade heimgekommen. Also, ich habe mir 2 Schälli gekauft von denen. Und zwar das eine ist ein hellblaues. Und ich finde es eben geil, dass innen und außen die Muster anders sind. Hier finde ich es cool, dass es vor allem noch andere Farben sind. Hier sind es halt noch andere Muster, noch mit einem orangigen Rand. Finde ich hure herzig. Und das zweite ist dann wieder ein schwarzes, also ist das mal außen schwarz mit einem gelben Rändchen. Und ich finde eigentlich, so die 3 zusammen sind doch irgendwie herzig. Es gibt auch noch eins, das hellblau-grün ist, aber irgendwie hat mir das nicht so zugesagt und darum habe ich mich dann für die entschieden. Und dann im gleichen Atemzug habe ich noch so ein Tischset gekauft, wo man wechseln kann. Also pink-blau und das andere ist orange und gelb mit hier so Bämmeli dran und die auch Bämmeli und sie sind herzig und ja, gibt sicher, nein, also vor allem, ich finde die Farben so geil, also schon die beiden Farben zusammen sind mega schön. Oder, ja, ich meine, das ist ein bisschen sehr alltäglich, aber also, ja. Egal, auf jeden Fall, ich habe Freude, dass ich mal wieder so Sachen gekauft habe, weil so Sachen kaufe ich mir sonst eigentlich nie. Und jetzt habe ich mal wieder ein paar Sachen und ich weiss nicht, wo ich sie so her tue. Meine Wohnung ist so klein, ich weiss gar nicht, woher damit. Aber egal, es ist herzig und es hat sich sicher gelohnt. Jetzt habe ich mal wieder ein bisschen Geschirr. Wow, ja, Geschirr, oh mein Gott! Ja, egal. Ich war dann noch im Müller, weil ich WC-Papier gebraucht. Mir ist heute Morgen das WC-Papier ausgegangen. Ich bin die ganze Woche nicht dazu gekommen, WC-Papier zu kaufen. Und ja, neben WC-Papier habe ich dann noch den Tee gekauft. Das ist mein allerliebster Tee überhaupt. Ich weiss, es steht Detox drauf, aber er ist einfach gut. Es ist ein Brennnessel-grüner Tee und ich trinke den jeden Morgen. Und ich weiss nicht, es hat sich einfach so ritualisiert. Immer am Morgen, wenn ich aufstehe, mache ich mir zuerst das Wasser heiß und trinke dann einen Tee. Bessemer gibt es im Müller oder im Migros nicht immer, auch nicht den hier, aber die Marke haben sie mittlerweile. Dann habe ich mir im Müller noch die 2 Seifen gekauft. Ich glaube irgendwie, die sind Limited Edition und
wenn ich etwas gerne habe, dann ist es Handseife, weil ich wasche meine Hände unglaublich oft. Und darum habe ich die zwei hier gerade mitgenommen. Und ich weiß gar nicht, wie sie schmecken. Das Granatäpfel. Vor allem, es ist sicher pink. Mein ganzes Badzimmer ist eigentlich orange gerichtet und ich schaue eigentlich immer darauf, dass ich die Seife auch in orange habe. Ja, und wie pink das ist. Das schmeckt hure süß. Aber fein nach Granatäpfel. Und das hier ist vielleicht eher ein bisschen mein Geschmack. Muss ich vielleicht tun. Seife! Oh, das ist hure geil. Grapefruit. Grüntee und Grapefruit. Die ist richtig geil. Jetzt muss ich da schnell schauen, dass ich das irgendwie... Das ist ja widerlich! Ja gut, ist halt geil, wenn man es so transportiert, dann passieren halt auch Sachen. Ja, und immer wenn ich im Müller bin, dann nehme ich noch so eine Handvoll Gesichtsmasken mit, von denen da. Die sind ja mega günstig, das kosten sie 1,50 oder 1,10 oder irgendwas bis dazwischen. Und Feuchtigkeitsmasken nehme ich immer mit und Thalasso-Masken, die habe ich erst vor kurzem so ein bisschen für mich entdeckt. Aber ja, mit Augen, das ist eine... Also das ist so eine für den Alltag und das ist eine, wenn ich irgendwie feiern gehe, nehme ich mir die drauf. Oder wenn ich irgendwie wirklich so ultra kaputt bin oder irgendwie eine lange, durchzechte Nacht oder aber eine sehr anstrengende Woche hinter mir an, dann nehme ich auch die hier. So, und dann kommen wir zu den Kleidern. Ich war nämlich tatsächlich im H&M und ich habe euch ja schon erzählt, gefunden habe ich einen Pulli. Und zwar, ich habe mich so in die Farbe und auch in den Schnitt verliebt. Das ist der hier mit so Volonärmeln in zart lila. Und oh mein Gott, er ist so geil. Es ist einfach... Ja, ich meine... Die Ärmel, die sind mega cool. Und in der Schweiz ist es ja eh so. Ich meine, man kann nie sagen, wie lange es jetzt noch schön warm ist. Von dem her. Wir haben jetzt die letzten Wochen, oder diese Woche, genau, Anfangswoche ein paar Tage gehabt. Ich hätte im Pulli arbeiten können, aber ja, gemacht habe ich es natürlich nicht. Und darum sind wir auch fast krank geworden. Und ich habe hohe Freude dran. Yeah! Thumbnail! Ja, jetzt ziehe ich den mal wieder ab. Und jetzt zeige ich euch... meine Ohrstecker. Aua. Jetzt zeige ich euch das Kleid, das ich gekauft habe. Wie schon vorgewarnt, erinnert es mich, oder hat es mich erinnert, als ich es gesehen habe, an die Schürze von meiner Oma von früher, wo sie auch irgendwie im Garten ist, Beeren pflücken. Und genau so sieht das Kleid aus. Und zwar, ja, da. Es ist so bunt. Und es hat, glaube ich, alles dran, was im Moment so ein bisschen in ist. Also sicher mal das Muster, der 60s Look und dann die hure Rouge, also Volants da unten. 3 Lagen Volants. Und ja, eben, also es ist ein halbes Zelt. Aber ja, das und auch das Hellblau. Es gibt das gleiche auch in Hellblau. Das kann ich mir dann vielleicht auch noch holen, weil der Schnitt ist einfach mega cool. Und ich liebe es vor allem auch, weil der Stoff so ein bisschen dicker ist und nicht so eine Gummistoff, sage ich fast. Nein, also vor allem, es ist gelb und grün und es sind Farben, die ich eigentlich gerne habe, aber sich eigentlich überhaupt nicht in meinem Schaft wiederfinden. Und darum habe ich gefunden, so, ja komm, kaufst du das. Dann hast du wenigstens mal wieder ein schönes Sommerkleid, das du auch wirklich anlegst, wenn du irgendwie noch immer hergehst. Genau. Und ja, das war es mit meinem kleinen Sommerhaul, hätte ich fast gesagt. Ich bin überzeugt, dass da noch mehr wird dazukommen im Verlauf vom Sommer. Aber ja, bis jetzt ist es das. Die hier habe ich mir übrigens auch erst ich glaube vorgestern habe ich mir die gekauft. Also es ist einfach schön, Blumen im Haus zu haben. Vor allem jetzt im Sommer, ich liebe es. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sorry, dass es ein bisschen später gekommen ist. Und dann würde ich sagen, genießt das Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!